Im Namen Allahs, Allahs Barmherzigen, alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welt, und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Geschwister im Islam, es ist jetzt vor ein paar Tagen gewesen, nämlich ein bestimmter Tag, wo gewisse Muslime Dinge feiern, und einen bestimmten Tag feiern, der nicht von der Sunna und nicht vom Islam ist. Als allererstes, es geht hier um das Geburtstag, Feiern des Propheten Mohammed, Frieden und Segen sei auf ihn. Es gibt Leute, die da drin übertreiben, die das machen zum allergrößten Feiertag. Es gibt Menschen, die denken, die treffen da die Mitte, indem sie sagen, wir gedenken dem Propheten an den Tagen nur richtig. Ja, und es gibt Leute, Alhamdulillah, die das Richtige tun, indem sie den Tag verbringen, wie sie alle anderen Tage verbringen, als ganz normal. Wir wissen ganz klar, dass der Prophet Mohammed, alaihi salatu wassalam, das beste Vorbild und derjenige, der das erste Oberhaupt ist im Befolgen der Religion, das heißt nämlich, das zu machen, was er gemacht hat, nie seinen Geburtstag gefeiert hat. Er selber nie seinen Geburtstag gefeiert hat. Wir wissen, dass die 4 besten Menschen nach ihm, Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali radiallahu anh und die anderen, nämlich die anderen Gefährten, nie das Geburtstag des Propheten gefeiert haben. Wir wissen, dass überhaupt von den großen Gelehrten, wie die großen 4 immer, Abu Hanifa und Imam Malik, Imam Shafi'i und Imam Ahmed, diese 4 große Gelehrten und unter ihnen auch andere große Gelehrten, nie Geburtstag des Propheten a.s.w. gefeiert haben. Oder dass die großen Muhaddithun es gemacht haben. Liebe Geschwister im Islam, es ist ganz klar, dass wenn die beste Generation es nicht getan haben, wir nicht hier kommen können und sagen, nee, wir müssen diesen Tag feiern. Und in manchen Ländern werden Straßen gesperrt und werden bestimmte Süßigkeiten gekauft und essen an dem Tag, weil sie sagen, heute hat der Prophet aus seinem Geburtstag. Das ist etwas, was nicht von der Religion ist. Ich will kein detaillierten Thema daraus machen, dass ich euch jetzt detailliert die Beweise gebe, weil die Beweise sind klar. Also vom logischen Verstand sind die klar. Wenn der Prophet und die Gefährten und die Gefährten der Gefährten und die großen Gelehrten es nicht gemacht haben, wie können wir kommen und sagen, ne, wir feiern das Geburtstag des Propheten? Weil manche sagen, ja, man muss einen Tag haben, wir wollen ja einen Tag. Wir müssen nicht einen Tag haben. Wer sagt, dass wir müssen? Wenn du sagst, man muss einen Tag haben, wo wir den Prophet besonders gedenken wollen, dann musst du einen Beweis dafür. Es gibt kein Ibadah zu Allah ohne Dalil, ohne Beweis in der Religion. Und Allah sagt im Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Diese Ayah nennt man Ayah der Prüfung, weil die prüft dein Folgen zum Prophet und deine Liebe zu Allah Azza wa Jal. Allah sagt zum Prophet, sprich, O Muhammad, zu den Gläubigen, wenn ihr Allah liebt, der Prophet sagte zu dir, wenn ihr Allah liebt, folgt mir, wem? Dem Propheten a.s. So wird euch Allah folgt mir und Allah wird euch lieben und eure Sünden vergeben und Allah ist halt vergeben barmherzig. Schau mal. Der Prophet, dir wird befohlen im Koran, dass du dem Prophet folgst. Der Prophet hat sowas niemals gemacht. Er hat niemals sowas gemacht. Er hat nicht den Tag besonders, er hat nicht gesagt, gedenkt mir an meinen Geburtstag, gedenkt an mir, gedenkt mich besonders. Das hat der Prophet nie gesagt. Und jetzt kommen manche Leute, natürlich die übertreiben, wie gesagt, die machen den Tag. Ich denke mir, das ist eine Nachahmung auch der Nicht-Muslime, weil sie Geburtstag von anderen Propheten feiern. Wir feiern Geburtstag, wir feiern allgemein keinen Geburtstag. Weil das nicht jetzt unbedingt ein besonderer Tag sein muss. Weil das andere Menschen machen. Und unsere Religion hängt nicht davon ab, weil andere Leute was machen, dass wir es auch machen. Allah Azza wa Jal hat gesagt, heute habe ich eure Religion vervollendet. Und was damals keine Religion war, ist auch heute keine Religion. Das sagen auch Großgelehrte wie Imam Malik. Du kannst da nicht hinkommen und sagen, nee, das gehört jetzt noch dazu. Wir tun das Geburtstagfeiern noch mit rein. Ich gebe ein anderes logisches Beispiel für jeden Bruder und jede Schwester. Mein Bruder und Schwester, der vielleicht diese Maulid an-Nabi oder Maulud, wie das jeder nennt, feiert, dieses Geburtstag gefeiert hat, eine Uhr, die Uhr anzeigen soll und mir die Uhr lesen soll, damit ich weiß, wie viel Uhr es ist, kann ich nicht neben diese Uhr Teile aus der Uhr rausnehmen und erwarten, dass die richtig funktioniert. Genauso kann ich nicht da hingehen und Teile aus der Uhr rausnehmen und es mit Teile ersetzen, die nicht zur Uhr gehören und erwarten, dass diese Uhr funktioniert. Sie wird nur funktionieren, wenn ich sie so lasse, wie sie ist. Aber nicht, wenn ich da hingehe, vom Prinzip her natürlich, wenn ich da hingehe, weil wird einer kommen, ja, aber wenn man dieses Rädchen nimmt, ich rede nicht über Uhr, ich nehme die Uhr nur als Beispiel. Vom logischen Prinzip her muss ich sie so lassen, wie sie vom Hersteller gemacht worden ist, damit sie auch das tut, was der Hersteller mir gesagt hat. So, Allah Azza wa Jalla hat die Religion vervollendet, das steht im Koran. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ich habe heute für euch die Religion vervollendet. So, Allah hat die Religion vervollendet. Was damals keine Religion mehr war, wird auch heute keine Religion mehr sein. Ja, und weil manche Leute gewisse Geburtstage feiern, mussten wir nicht hinkommen und sagen, wir brauchen einen Tag. Und dann gibt es manche Leute, die sagen was Gefährliches. Also das ist gefährlich.
halt etwas, was auch nicht richtig ist. Das geht aus dem Verständnis der Gefährten raus. Die sagen, wir mussten die Mitte treffen. Die einen übertreiben und feiern das Geburtstag richtig und die anderen sagen, man feiert das Geburtstag nicht, also müssen wir nur an den Tag wenigstens den Propheten richtig gedenken. Nein, das kannst du auch nicht sagen. Weil die Mitte ist das zu tun, was der Prophet und die Gefährten gemacht haben. Und nicht das zu tun, was du für richtig hältst. Weil hier kommst du mit einer Logik von dir. Aber Religion ist nicht deine und meine Meinung. Religion ist Beweis. Und wer mir nicht glaubt, könnt ihr euch detaillierte Vorträge auf Deutsch von Abu Hussein oder Abu Anas oder Abu Hamza, die haben alle darüber gesprochen auch. Ja, und haben auch detaillierte Vorträge darüber gemacht und erklärt, die Beweise gebracht. Und die Muslime sollen sich langsam auch Vorträge anhören über das Verständnis der Religion. Um die Religion richtig zu verstehen. Wie geht man mit Hadith um, wie geht man mit der Sunna um, wie geht man mit dem Folgen. Das ist sehr wichtig. Diesen Teil darf man nicht auslassen im Islam. Man lernt über die Aqidah und Tawhid und die fundamentale Grundlagen, aber du musst auch lernen über Ittiba' und über das Folgen und über die Erneuerung und über diese Dinge. Geschwister im Islam. Man kann nicht hinkommen und sagen, man trifft die Mitte, wenn man das bisschen feiert. Oder wenn man an den Tag besonders gedenkt. Weil der Prophet sowas nicht gemacht hat. Die Mitte ist, dem Propheten zu folgen. Die Mitte ist zu machen, das, was die Gefährten gemacht haben. Weil der Prophet hat gesagt, wo der erzählt hat, dass die Christen sich in Gruppen gespalten haben, die Juden und die Muslime werden sich in Gruppen spalten. Und nur eine wird im Khair sein und ins Paradies gehen. Und die anderen gehen in die Hölle. Und als sie gefragt haben, was sind diese Gruppen oder was sind die Anzeichen dieser Gruppe, haben die gesagt, das sind diejenigen, die mir und meine Gefährten folgen. Das heißt, du musst das ist die Mitte, hier ist die Mitte. Der Prophet sagt doch, dies ist der gerade Weg, zieht eine Linie in Sahih Bukhari, das Hadith. Er sagt, folgt ihm und folgt nicht den Links- und Rechtswege. Das heißt, du musst das ist die Mitte. Der Prophet, die Sahaba radiallahu anhum sind die Mitte. Und so, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn einer kommt und er sagt zu dir, triff die Mitte, indem du ein bisschen gedenkst oder besonders diesen Tag machst, dann hast du nicht die Mitte getroffen, dann hast du das gemacht, was Leute davon halten. Weil der Prophet hat nicht gesagt, gedenkt an den Tag besonders. Wir gedenken den Prophet an jeden Tag. Jedes Mal, wenn wir seinen Namen erwähnen, sagen wir alaihi salatu wassalam. Und wir gedenken den Propheten und zeigen unsere Liebe dem Propheten, indem wir versuchen, so weit wie wir können, ihm zu folgen in seine Sunna, in das, was er uns gelassen hat. Indem wir versuchen, das zu nehmen, was er uns gegeben hat und das sein zu lassen, was er gesagt hat, lasst sein. So zeigen wir die Liebe zu unserem Propheten und das Folgen des Propheten. Nicht indem wir kommen und sagen, ich gedenke den. Das ist genauso wie die Nicht-Muslime sagen, Muttertag, Vatertag fast. Das ist genauso fast. Wo die sagen, einmal im Jahr denke ich richtig besonders an meine Mutter und einmal im Jahr denke ich richtig besonders an meinen Vater. Ja, und jetzt kommen wir und sagen, jetzt an den Tag denken wir besonders an den Propheten. Nein, ich denke jeden Tag besonders an den Propheten. Es gibt nicht das Geburtstag. Und wie gesagt, ich will ja damit keinen angreifen, weil manche würden sagen, das Video ist wegen mich gemacht oder wegen uns. Ich will keinen angreifen. Ich will nur den Leuten die Wahrheit mitgeben und das, was vom Koran und Sunna ist. Weil wir sollen versuchen, das Wort Allahs und die Sunna des Propheten zu folgen. Ja, liebe Geschwister, und wir sind alle natürlich mit Fehlern und machen alle Fehler in unserem Leben und werden nicht immer perfekt sein, aber wir sollen versuchen, soweit wir können, Allah zu fürchten und dem Propheten alles zu folgen. Und diese Sache, Geburtstag, weil ich kriege das immer mit, Geburtstag feiern vom Prophet ist nicht vom Islam, ist nicht von der Sunna. Und wer sagt, dass das ist und darin übertreibt, der liegt falsch. Und wer sagt, die Mitte ist, vielleicht wenigstens diesen Tag besonders zu machen, liegt falsch, weil die Sunna uns was ganz anderes zeigt. Wer möchte, können wir klare Beweise ihm geben, ganz klare Aussagen der Gelehrten, der Gefährten, und der wird auch suchen, der kann in der Sunna suchen und in den Aussagen des Propheten, der wird sehen, dass der Prophet nicht gesagt hat, feiert meinen Geburtstag. Oder ich feiere, oder dass der seinen Geburtstag gefeiert hat. Und der ist das beste Vorbild, Alhamdulillah. Und du siehst dann das beste Vorbild, dass er es nicht gemacht hat. Dann musst du dir die Frage stellen, warum feiere ich denn das Geburtstag dann? Dann ist das doch etwas, was nicht vom Islam ist. Ich hoffe, dass die Geschwister und die Brüder und Schwestern, die das hier sehen, dass sie das inshallah Einsicht zeigen und diese Dinge nicht mehr tun. Und möge Allah Azza wa Jal von mir, von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verständnis in der Religion geben. Möge Allah ta'ala uns von der Übertriebenheit raushalten und von der Untertriebenheit raushalten. Dass wir nicht übertreiben in der Religion und dass wir nicht untertreiben in der Religion. So dass wir auch den Weg der Mitte gehen und den geraden Weg gehen, den Allah im Koran erwähnt. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.